Hey zusammen, mein Name ist Flavia. Und mein Name ist Jenny. Und willkommen zum Türli 22 für unserem Adventskalender. Heute gibt es ein grosses Shit und Shine, und zwar ein Jahresspecial vom 2025. Ja, Flavia und ich, wir haben uns Gedanken gemacht, was sind unsere grössten Shits und Shines von diesem Jahr, wenn wir zurückblicken. Ich meine, das Jahr geht noch 9 Tage. Wir sind da die Tage am Zählen. Wow, hast du gut gerechnet? Ja. So oft bei mir im Podcast rechnet, bin ich mittlerweile Profi. Nein. Aber weißt du, was ich gerechnet habe? Ich habe einfach gedacht, 22 plus 8 gibt 30 und jetzt haben wir 31, 8 nochmal plus 1. 9. So rechne ich das. Ich hätte zuerst Knödel machen, weißt du, so... Januar, Februar, März, April. Ja. Das ist schon lustig, oder? Knoten ist 31. Der Dezember weiss ich auswendig, dass der 31 hat wegen Silvester. Ja. Immer am 31. Ja, auf jeden Fall, ich weiss nicht, wie es dir geht, aber mir fallen dann immer so ganz viele Sachen ein und ich finde es dann schwierig, so 3 Sachen auf ein Podest zu tun. Weißt, so, das sind meine Top 3 Highlights das Jahr. Ich finde das immer mega schwierig. Aber auf jeden Fall eher Highlights, weil bei den Shines fällt dir viele und Lowlights weniger, ja. Also das ist schon mal positiv. Genau, das ist schon mal positiv. Ja. Schon mal schön. Ja. Aber ich habe mir Mühe gegeben, dass ich einfach 3 und 3 genau. Sachen benenne. Ich habe auch 3 und 3, genau. Jetzt dann muss man Sachen killen. Wieso 3? Ah ja, genau. Gut. 12 Punkte, die wir heute also bei mir ist es einfach gegangen. Ich habe im Fall so meine grössten Shines schon unter einem Jahr realisiert, dass das wahrscheinlich die Shines werden. Also ich auch. Glaub, ja. Ja, aber wir gehen ein bisschen negativ rein zu den Shits. Wir wollen schön aufhören und darum fangen wir mit den Shits an, oder? Ja, und Shits sind bei mir jetzt... Ja, jetzt ich würde sagen, wir gehen einfach gerade rein. Wir müssen ja nicht mehr um den heissen Brei reden. Wir können sie jetzt gerade beim Namen nennen. Also bei mir ist etwas Grosses. Ich merke, dass ich wie... Es ist... macht mich recht emotional, muss ich sagen. Oh Gott, jetzt fange ich schon falsch. Nein, aber also ich wollte ihm ehrlich gesagt auch ein bisschen Raum lassen, weil eben es ist ein Learning dieses Jahr. Und zwar habe ich das Jahr einfach lernen, dass gewisse Menschen, oder wir alle, nicht wissen, wann das es fertig ist. Mit unserem Leben. Und ich habe das Jahr wie so einfach im Umkreis erlebt und das hat mich mega fest mitgenommen. Und auch vor kurzem nochmal eine Freundin von einer Freundin, die gestorben ist und mich nicht direkt betrifft, aber man tut natürlich mit dem Umfeld mitfühlen. Und selber sich dann denken, krass, die haben alle auch nicht gewusst, dass sich ihr Leben von heute auf morgen so ändert. Und das weiss auch ich nicht und das weisst auch du nicht, das wissen wir alle nicht, oder? Und darum habe ich das Jahr mega fest gedacht, es ist so wichtig und es klingt so eben plump oder salopp, aber genau das ist es eigentlich. Es geht darum, dass man präsent ist, weil man ja nie weiss, wenn es fertig ist. Es ist mega wichtig, dass man bewusst im Moment lebt, sich Zeit für seine Freunde und Familie nimmt und auch mal fragt, wie geht's? Und nicht aus Floskeln, wie geht's gut, danke dir, sondern die Frage auch ernst meint. Und, oder sich ernsthaft interessiert, für wie es einem oder den anderen geht. Und einfach so ein bisschen... Ist es denn in den anderen Fällen, also um psychische, also nicht, dass du mega aufs Detail eingehen, aber zum ein bisschen verstehen, weil du jetzt wegen wie geht's, ist es dann etwas, wo man vielleicht zu wenig nachher gefragt hat? Ich meine, so genau kann ich das wie selber nicht beantworten, aber ich glaube schon, dass wir in unserer Gesellschaft uns ein bisschen öfter müssen, so ernst gemeint in den Arm nehmen oder auch irgendwie sich umeinander kümmern und so ein bisschen, psychische Gesundheit ist sicher auch ein Thema, das ich mit meine, dass man auf sich selber Acht gibt, aber auch auf seine Leute im Umfeld. Und ich habe für mich das Jahr einfach mega, oder ich nehme für mich aus dem Jahr mega mit, dass mir wichtig ist, eben so ein bisschen im Moment zu leben, dankbar zu sein für das, was ich kann, und schauen, dass es mir selber und meinen Leuten in meinem Umfeld, die mir wichtig sind, gut geht. Also weißt du, so ein bisschen eben Check-ins zu machen. So.
Und wie ist denn der, also weil es ja für dich ein Lowlight ist, wie ist denn da in dir gegangen in diesem Moment, wo das vielleicht dort passiert ist oder du mitbekommen hast? Also... Ja, also eben, ich bin einfach schockiert gewesen, weil ich meine, gerade wenn es um plötzliche Todesfälle geht, dann ist ja niemand darauf gefasst. Mhm. Wir alle wissen zwar, irgendwann ist fertig, aber niemand weiß wann. Und so ein bisschen, ja, dass jeder Tag der Tag könnte sein, finde ich, hat mich recht wachgerüttelt. Eben so, ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade so die richtigen Worte finde, aber es hat mich recht eben wachgerüttelt, um so bewusster wieder, den Tag leben. Ja. Und bewusster in Gemeinschaft das zu geniessen. Weil es ist eben nicht selbstverständlich. Und darum, ja, das nehme ich mega fest für mich mit. Also ganz viel Dankbarkeit und Bewusstsein und Achtsamkeit für andere und für mich. Ja. Also, ich bin gerade letztes Mal an einem Konzert gewesen, die Sängerin hat ein Lied für ihren Vater geschrieben, der verstorben ist. Und weißt, dann hätte die Musik nochmal so anders. Ich stelle mir dann auch vor, wie ich habe jetzt, also das Mami und der Daddy leben ja bei mir noch. Und dann weißt du, wow. Also irgendwie ist mir traurig. Also ich habe voll wie ein Schlosshund gebrüllt, aber es tut einem wieder ein bisschen in die Realität zurückholen. Ja. Und so, ja, meine Eltern sind nicht schon außer 60, aber ich hoffe, wir haben noch ein paar Jahre zusammen. Weißt, genau, ja. Eben, weil manchmal vergisst man Sachen, die schon immer in deinem Leben waren. Manchmal vergisst man, dass das ja nicht so sein muss. Ja. Also weißt du, das ist eigentlich ein Geschenk, ein Privileg, oder? Und dass man sich dem, wo man sich alltäglich gewöhnt ist, da muss man sich schon eben daran erinnern, dass das eben nicht selbstverständlich ist, sondern eigentlich ein Geschenk. Wo jedes Jahr ist es aufs Neue ein Geschenk. Und jedes Jahr ist es aufs Neue ein Geschenk, dass wir uns haben, dass wir gesund sind und dass wir zusammen ein Erlebnis und Moment geniessen. Und das habe ich, wie gesagt, eben, dass ich das jetzt so benenne, habe ich mega fest realisiert das Jahr. Ja. Schön. Also eigentlich hat es auch etwas Schönes. Ja. Ja, sicher. Ja, das ist etwas Schönes. Eben, wir haben gesagt, wir machen so ein bisschen pro Person unsere Shits, dass ich dann nachher den Ball übergeben kann. Und etwas anderes ist das Jahr mir passiert, wo ich richtig grusig gefunden habe. Und zwar bin ich im Zug gehockt. Von wo bin ich dort heimgekommen? Ich glaube, ich weiss, was kommt. Ich bin 14 Stunden Zug gefahren auf Deutschland. Ich habe München mit Münster verwechselt. Das war das Weekend. Das Festival? Genau, dann bin ich für einen Ausgang meine Kollegin besuchen, die in Deutschland wohnt. Gute Freundin. Und bin dann einfach am Tag danach wieder zurückgefahren. Wie das immer ist mit der Deutschen Bahn, war es ein riesiger Struggle gewesen. Und ich bin in Basel gestrandet, viel später als erwartet. Und bla 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 bla. Auf jeden Fall spät, mega müde, bin ich in dem übervollen Zug gewesen. Und dann hat so ein Typ, wirklich so ein ultra grusiger, alter, weisser Herr, irgendwie das Gefühl gehabt, er kann sich so ein bisschen über meinen Sitz beugen. Also es sind wie so, ich bin gehockt auf einem Zweier und am Gang sozusagen. Und im Gang sind ganz viele Leute gestanden. Also während der Fahrt, dass es wenig Platz gehabt hat. Es hat halt wenig Platz, genau. Aber er ist irgendwie, ich weiss nicht, der hat irgendwie mich angeschaut und mit dem Typ, der mir vis-à-vis gehockt ist, haben sie noch über mich geredet. Von wegen, der Typ, der sich so über mich gelehnt hat, hat am Typ, der mir vis-à-vis gehockt ist, so gratuliert, was für eine hübsche Sitznachbarin er da ergattert hat. Und dann habe ich wirklich, es ist so hässlich, ich habe seinen Schwanzabdruck in der Hose gesehen. Und er ist neben mir, über mir gestanden, irgendwie so. Und dann ist er irgendwie immer näher gekommen. Und wenn Leute hinter ihm durch haben müssen, oh Gott. Ja, und dann ich habe wirklich gedacht, ich bin irgendwie in einem falschen Film. Und dann habe ich habe irgendwie mich nicht getraut, irgendwie etwas zu sagen. Und dann habe ich irgendwann gefunden, nein, das ist jetzt genau der Moment, Jenny, wo du etwas sagen musst. Du musst das nicht aushalten. Wir fahren den Moment, jetzt sagst du dem Typ, kannst du bitte ein bisschen Abstand nehmen. Dann habe ich ihm das gesagt. Und im Fall, ich habe noch nicht mal meinen Satz fertig gemacht. Ich habe das Maul aufgetan. Und beim ersten Wort, das ich gesagt habe, ist der gerade zusammengezuckt und so hat einen Schritt zurück gemacht. Ich habe gedacht, wow, also ich habe jetzt nicht aufgeschrien. Aber gleich, weißt du, so, der hat nicht damit gerechnet, dass ich jetzt etwas sage und mich wehre. Hast du Kopfhörer drin gehabt?
Weiss ich nicht, vielleicht. Okay. Vielleicht hat er auch gemeint, er höre... Du hörst ihn nicht, aber keine Ahnung. Auch wenn. Ja. Also, weißt du, so, logisch. Irgendwann habe ich so gefunden, Entschuldigung, aber kannst du bitte ein bisschen Abstand nehmen? Und dann hat er irgendwie so. Aber es hat auch niemand anders im Zug etwas gesagt. Aber vielleicht ist es auch nicht so aufgefallen, weil es so voll war. Ja, nichts. Nachher ist er irgendwie... Nachher ist er am Boden abgehockt. Stimmt. Nachher ist er am Boden abgehockt. Ja. Dann ist da... Dann hast du einfach gekonnt. Ich bin einfach ignoriert. Ja, ich habe ihn dann einfach ignoriert. Gegenüber. Und der auch. Ja. Der hat seine Sprüche gar nicht mitgemacht, aber er hat gelost und gelacht, weißt du so. Ja, der hätte doch auch nicht gewusst, aber der hätte ja auch vielleicht mich können verteidigen und dem Dude das sagen. Ja, auf jeden Fall, dort habe ich mich belästigt gefühlt, muss ich sagen. Ja. Und ich bin richtig hässlich gewesen. Ich bin die ganze Heimfahrt nachher wieder also die ganze restliche Heimfahrt heim bin ich einfach pisst gewesen, weil ich mir so gedacht habe, what the fuck? Ja. Einfach hässlich, grusig. Ja. Ich will nicht den Schwanzabdruck auf meiner Gesichtshöhe haben, wenn ich am Abend um 12:30 heimfahre nach 7 Stunden Fahrt. Weißt du, nein! Ja. Und dann habe ich mir gedacht, warum passiert einem das? Und ich meine, so Geschichten können alle meine Kolleginnen irgendwie erzählen. Und dann weißt bin ich so umgestiegen bei der nächsten Station. Und dann hat ein Typ mich etwas fragen. Er so, Entschuldigung, weißt du, vielleicht hat er mich nur nach dem Preis und ich so, nein. Ich habe gedacht, einfach keine Lust auf Männer jetzt, gerade. Ja. Nein, das ist aber nachher das Umkehr, das Traurige, dass nachher bei allen irgendwie misstrauisch wirst. Ja, voll. Ja. Und dann es ist wie so, ich bin den Rest von der Fahrt und vom Heimweg einfach pisst und ängstlich und habe mich wie fernhalten von allen Männern. Ja. Und das habe ich, eigentlich nicht. Hast währenddessen irgendwie... Also ich weiss, hast du gleichzeitig mir oder im Chat etwas geschrieben? Ich musste das jemandem sagen. Ja. Ich war so aufgeregt gewesen. Das ist aber Snap auch. Ja, ich habe euch das geschrieben. Ich so, Leute, das und das ist gerade passiert. Ich musste das wie loswerden. Ich bin wirklich bis da oben auf 180. Ja. Ich bin richtig wütend gewesen, aber in einem vollen Zug. Am liebsten hätte ich die Sitzbox, weißt du so. Ja. Und dann habe ich das irgendwie rauslassen und habe das dann euch auf WhatsApp geschrieben, so, oh mein Gott, was mir gerade passiert ist. Ja. Weißt du das noch? Ja, ich weiss es noch. Ja. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, das ist einfach passiert. Ja. Ich habe nicht mehr gewusst, soll ich das irgendwo melden? Ja. Was mache ich jetzt? Ist es Deutsche Bank gewesen? Was ist es? SBB? Nein, SBB. Okay. Weil, also ich glaube, die haben safe auch eine Stelle, aber eben. Ja. Ich habe einfach nicht genau gewusst, was machen. Ich habe gedacht, was ist, wenn der das schon 30 Mal gemacht hat und vielleicht nochmal 30 Mal macht. Ich habe mich gefragt, was kann ich jetzt eigentlich machen? Dass das nicht nochmal passiert. Anderen. Ich habe mich irgendwie ein bisschen hilflos gefühlt. Und das habe ich auch hässlich gemacht. Und mit ihm reden hättest du wahrscheinlich... Es ist sicher gut, dass ich etwas gesagt habe. Ja, das ist super. Und aber wenn man nochmal etwas, weißt du, so ein bisschen, nein, wenn auf Konfrontation in so kleinem Raum... Genau, es ist im öffentlichen Raum und auch ein bisschen choose your battles. Also weißt, in dem Moment hätte ich ihm vielleicht schon können sagen, weißt so im Sinne von, was denkst du dir eigentlich, wer du bist? Weißt so, nein. Ich habe dann wie auch keine Energie gehabt, um ihm jetzt irgendwie belehren. Ja. Ich habe auch mal in einem Viererabteil jetzt nicht so pervers in Anführungszeichen, sondern er ist einfach einmal angeguckt und hat mit mir reden, ein Alter und so, auch ein bisschen schmuddelig und so. Und ich Kopfhörer drin hatte und dann traue ich irgendwie noch mehr, weil ich irgendwie meine Musik drin habe. Ich einfach ihn angeschaut, aufgestanden, weggelaufen, in ein anderes hast du nicht gesagt? Nein, ich habe nicht mal Heu gesagt. Ich bin dort auch so, keine Lust. Ich gehe jetzt einfach. Ja. Und eben, ja, aber eben, das ist eigentlich auch schade, dass du dich dort von der Situation entfernt hast. Ja. Weißt du, hast wie nachgegeben, bist so gesehen, okay, das da übertritt meine Grenzen, ich entferne mich, statt dass du dich wehrst. Ja. Aber ja, eben, manchmal choose your battles, man muss machen, was sich für sich richtig anfühlt dann. Ja. Und das Letzte ist in dem Sinn es ist nichts Schlimmes passiert oder so, aber ich hatte einfach Panik gehabt. Zwar waren wir in der Dominikanischen Republik in der Ferien und es war der zweitletzte Tag der Ferien gewesen. Wir haben gesagt, komm, machen wir doch noch, bevor wir wieder heimfliegen, so eine Strandtour. Dann haben wir das gebucht. Und die Strandtour per se ist eigentlich könnte auch ein Highlight von dem Jahr sein, weil es ist so wunderschöne Strände haben wir an dem Tag abgeklappert. Und der Morgen hat aber so angefangen, dass wir mit dem Tourismusbüro eine Uhrzeit und einen Treffpunkt abgemacht haben. Aber in der Domrep kannst du denken, dass Uhrzeit und Treffpunkt, dass das irgendjemand einhält. Wir sind an dem Tag um die
vorgegebene Zeit an dem Ort gewesen. Und es ist nichts gekommen. Keine anderen Touris, kein Touri-Führer, Führerin, kein Bus. Es ist nicht mal ein Parkplatz. Also weißt, wir sind so gewesen, bist du sicher? Ja. Da müssen wir warten. Und wir so, ja, die sind eh nicht so pünktlich, komm, wir warten mal. Und wir haben gewartet, und wir haben gewartet, und wir haben gewartet. Und irgendwann hat mein Freund, der Luca, gefunden, komm, ich gehe mal da um die Ecke und laufe mal in die Richtung. Vielleicht sind wir ja gleich ein bisschen am falschen Ort. Gut, dann stehe ich allein am Strassenrand, weil ich habe gesagt, weißt du was, ich bleibe da, ich Wie muss ich mir die Straße vorstellen? Also wir befinden uns in so einem kleinen Städtli. Es war eigentlich nicht so touristisch gewesen, so einem Dörfli. Es gibt nur eine einzige Hauptstraße. Auf der einen Seite sind Häuser und so Airbnbs und auf der anderen Seite von der Straße ist der Strand. Ja. Es laufen Strassenhunde über die Straße, ganz viele Einheimische, eben 2, 3 Touristinnen, ein paar Franzosen, die dort Airbnbs, weißt, so über den Winter dort sind. Aber es war eben Nebensaison. Es war nicht wahnsinnig viel los gewesen. Und sehr chaotischer Verkehr auf dieser zweispurigen Straße. Aber jetzt keine Big City, weißt du, einfach so ein bisschen städtisch. Und dann stehe ich einfach dort an dieser Straße und fahrt ein Töff vorbei. Und dort als Frau wirst du dort auch richtig catcalled. Also ich bin sogar, sogar wenn ich mit meinem Freund zusammen unterwegs war, bin ich catcalled worden. Also nicht mal, es wird nicht mal, weißt du, normalerweise werden wie andere Männer respektiert. Und bist so, ja, okay, das ist dem seine Freundin oder dem seine Frau, da pfeifen wir nicht hinterher. Aber sogar, als ich mit ihm unterwegs war in diesem Land, bin ich richtig angemacht und abgepfiffen worden. Das hat mich auch schon richtig, hat mich einmal hässlich gemacht. Anyway, auf jeden Fall bin ich dort allein am Strassenrand gestanden und plötzlich fährt das Auto vor, haltet auf meiner Höhe an und fragt, hey du, wo musst du hin? Und dort bin ich so gewesen, das ist der Moment, wo ein Netflix-Doku anfangen wie XY entführt worden ist. Weißt du, was ich meine? Ich war so, ja, du Scheiße, das ist der Moment, wo meine Eltern... Aber es war Tag, oder? Was meinst du? Es war nicht Abend oder so? Es war Tag, okay, aber trotzdem. Ja, es war morgen, wie am 9 Uhr, weißt du, so. Aber gleich. Ich habe mir so gedacht, das ist der Moment, wo mir meine Eltern als Kind immer eingetrichtert haben. Aber dass wenn jemand in einem Auto anhaltet und fragt, wo musst du hin, soll ich dich nicht anfahren, dass ich... Aber hast du das gesagt? Ja! Aha, okay, weil sonst wäre ich jetzt... Also weißt, ich wäre nicht gerade, wenn jemand nur anhaltet. Ich weiss, das war vielleicht irgendein Uber-Fahrer oder so. Er hat mich auf Spanisch hat er mich gefragt, so, hola mi amor, also weißt du, so, hoi mein Schatz, dort reden auch alle mit dir, oder? Hoi mein Schatz, wo musst du hin? Ja, genau. Und dann bin ich so gewesen, genau so bin ich gewesen. Ich habe nicht gewusst, was antworten, weil ich bin so gewesen, Scheiße, ich darf jetzt ja nicht mir anmerken, dass ich irgendwie Angst habe. Und ich kann dann nirgends wegrennen. Wo soll ich da noch wegrennen? Aber ich steige sicher nicht ein. Und wenn ich ihm sage, wo ich hin muss, und dann mir sagt, ja, ich bringe dich dort alle... Nein, ich traue dem nicht. Also weißt du, ich bin so richtig gewesen, Scheiße, Luca, wo bist du? Krass, wie dein Gehirn gerade. Ja, ich bin wirklich so gewesen, weil, also es tut mir mega leid, es ist einfach wirklich so, dass die Domrep ist auch mega ein Land, wo so Machismo, wir haben auch ein bisschen über Machismo das Thema geredet mit dem Sandro Stocker in der Folge, als er da war. Das ist in den südamerikanischen Ländern mega so, dass immer noch Männer so das Gefühl also denken, so, sie sind etwas wert, wenn sie die Macht haben über die Frau. Und ich war so, schau, ich als weisse Person dort... Dann sieht man den Touri-Status an. Also, ich kenne mich da nicht aus. Und dann weiss ich gar nicht mehr. Ich habe nur so gesagt, nein, ist gut. Dann hat er noch ein bisschen mit mir geschwätzt und so und gesagt, Mama, ich kann dich fast schon anfahren. Und ich habe eben nicht gecheckt, bist du vom Tourismusbüro? Also, ich habe dann ihn so gefragt, ja, logisch, und bist du sozusagen der Shuttle, der uns vom Tourismusbüro, weil dort vorne dran sind wir am Warten gewesen, zum Ort fährt, wo der Bus steht. Weißt, ich habe dann nicht gecheckt, muss ich vielleicht wirklich da einsteigen? Und bin einfach so, dass ich dem nicht traue. Weißt, das habe ich hinterfragt. Und irgendwann ist er dann so gesagt, ja egal, und ist schon weitergefahren. Okay. Und dann ist der Luca wieder zurück. Aber dort habe ich wirklich also ist Panik? Nicht Todesangst gehabt, aber ich bin einfach so gewesen, vielleicht bin ich in Gefahr, wenn ich jetzt da einsteige. Also ja, logisch würde ich nicht einsteigen. Eben, aber ich habe das überlegt, weil ich dachte, vielleicht muss ich ja da gleich einsteigen. Jaha, so, ja, stimmt, ja. Und ich kann niemand anders um mich herumgehen. Ich bin ja dort allein gestanden. Ja, das war stressful. Sehe ich. Aber das sind so meine Shits vom Jahr. Bei dir? Ich fange mal mit dem ersten an. Das ist, ich habe ja anfangs so im Frühling mit meinem Ex-Freund Schluss gemacht und realisiert, dass es geht um das, wir haben
noch ein Wochenende vorher zusammen verbrungen. Und an diesem Weekend habe ich realisiert, dass es für mich nicht mehr matcht. Und das war schon ein Shit-Moment, weil man ist 24/7 aufeinander. Die andere Person hat noch nichts gewusst so richtig. Ich realisiere es langsam. Und dann ich habe mich so schlechtes Gewissen gefühlt. Weißt, weil mir ist so... Ja, eben, halt, wir sind 4 Tage zusammen unterwegs gewesen und manchmal war es wieder gut gewesen, aber nachher ist manchmal wieder der Gedanke gekommen, so, Flavia, und nachher bist du so gewesen, fuck, warte, ich muss jetzt irgendwie, weil ich will es jetzt noch nicht diskutieren, ich muss zuerst mal klar werden, was ich denke, und das Weekend ist wirklich... Das Timing von dem Weekend ist nicht gut gewesen. Wobei, ohne das Weekend hättest du vielleicht hat es gebraucht für dich, um den Schalter, also vielleicht nicht den Schalter umlegen, aber so, dass du deine Entscheidung hast können fällen. Ja. Es ist einfach so, eben, du weißt, ich will eigentlich immer gerade alles ansprechen, aber ich lerne auch langsam so, zuerst mal muss ich mir selber auch klar machen, bevor ich Sachen kommuniziere, weil das bringt der andere Person manchmal auch nichts. Oder dann ist es auch ein bisschen egoistisch. Eben. Wenn man einfach du andere will, oder? Bevor ich eigentlich auch weiss. Aber wir sollten dann schon irgendeine Person involvieren und nicht irgendwie so, es ist nicht Schluss. Also, weißt, aber das ist schon, glaube ich, eine Kunst. Eben, da gibt es so Overshare, wo so alles erzählt, alles und du als Receiver musst überlegen, was von all dem, von dieser Information ist jetzt für mich irgendwie wertvoll oder nützlich oder wichtig. Ja, oder was kann ich jetzt machen mit dieser... Genau, was bringt mir das? Ist das einfach bei dir ein Problem? Oder, und dann gibt es noch die vielleicht wichtige Sachen eben zu wenig mitteilen, die eigentlich wichtig wären, aber sie vielleicht denken, nein, ich muss das nochmal überlegen oder so. Ja, es gibt so irgendwie... Das muss man für sich so ein bisschen lernen. Ab wann. Aber bei dir ist das Wochenende oder das Gefühl von dem Wochenende? Ja. Also wie hast du dich dann gefühlt? Ja, einfach so, wie ich habe eben nicht, wir haben dann schon dort schon ein bisschen geredet gehabt. Also weißt, es ist jetzt nicht, dass ich irgendwie eine falsche Show abgezogen habe, aber trotzdem so, weißt du, ich kann dann auch keine Nähe mehr geben. Ich kann dann nicht kuscheln oder so. Ja. Und dann merkt man ja automatisch, dass etwas ist. Aber irgendwie bist du selber noch so, ich weiss gerade selber nicht, was es ist, aber ich kann jetzt mit dir nicht kuscheln. Das stelle ich mir unangenehm vor in der Ferien. Ja, und weißt du, so, ich müsste dann mit anderen Leuten reden, aber dann bin ich ja, also ich könnte telefonieren, aber hast du auch nicht wollen. Dann denke ich mir auch wieder, nein, dann tust du so mit einer Kollegin und weißt, Zeit für dich nehmen, aber ja. Ja, nachher habe ich mir eine Woche Zeit genommen und das... Also weißt, genau. Und vielleicht fragen sich jetzt die einen, wieso die Trennung dann nicht das Lowlight war. Ja, weil es halt für mich passt, also gut war. Auch wenn es sehr schmerzhaft war. Aber ich habe mich aber gefragt, so, ist die Trennung jetzt mein Lowlight? Und ich so, nein, aber das Weekend vorher. Wo es schon gebraucht hat, aber so das... einfach das Realisieren auch. Irgendwie erleichternd, aber irgendwie auch hure beängstigend gewesen. Also ich stelle mir halt auch vor, dass man wie so eine Last auf der Schulter trägt. Und die trägst du allein, weil es ist nicht etwas gewesen, weißt du, wo etwas falsch gemacht. Es ist nicht irgendetwas passiert, was nicht hätte sollen. Es ist einfach so das Gefühl gewesen. Und das trage ich allein, weißt du. Es ist nicht, du musst jetzt etwas ändern. Es ist so es bin rein ich, wo das gemerkt jetzt. Und dann bist du einfach allein mit dem. Ja. Weil ist so, voll. Das verstehe ich. Ich habe noch ein weiteres Lowlight dann zu Heartbreaks, aber zuerst sage ich noch meinen Jobwechsel dort im Sommer. Das haben wir, glaube ich, alle miterlebt. Also weißt du, jetzt im Nachhinein, Leute, mir geht es super, ich bin super integriert. Es ist alles gut. Aber ich weiss nicht, was dort... Hey, ich habe mich, glaube ich, so reingesteigert. Das ist ja... Wenn ihr euch vielleicht noch erinnern könnt, ich habe mir den Spruch, also die WG-Kollegin hat mir auch einen Spruch an Spiegelding geschrieben. Stimmt. Wie ist das wieder gegangen? Ich kann immer noch nicht, das habe ich letztes Mal in den Ding schon nicht können. Sag's ganz langsam. It is not hard, it's just new. It's not hard, it's just new. It's not hard, it's just new. Genau. Ja, es ist nicht... Ja, wir müssen es nicht übersetzen. Genau. Das verstehe ich noch. Ja. Nein, aber dort, also weißt, jetzt kann ich ein bisschen darüber schmunzeln, aber du hast mich ja dort auch erlebt. Ja. Und die WG auch und... Ja, du hast dich manchmal über Sachen echauffiert, die wieso sind. Das ist halt normal, wenn man einen Job wechselt. Ja, aber ich glaube, ich habe einfach so keine Lust gehabt zum Wechseln, weil ich eben vorher die Wechsel hatte. Und
ich habe dann mich auch nicht darauf einlassen. Weißt? Ich habe dann Du bist wirklich wie verschlossen, ja. Und das kenne ich von mir nicht. Da bin ich selber so Nein, ich habe dir das auch gesagt. Ja. Das ist, aber normalerweise bist du doch nicht so. Ja. Aber ja, in dieser Ausbildung hast du ja wie zweimal Jobwechsel, weil du insgesamt an 3 Orten bist. Also eigentlich 3, also du kommst ja zuerst mal irgendwo hin und nachher wechselst du nochmal zweimal. Also so ja, so. 3-mal neuer 3 Start. Welten. In 1,5 Jahren. Das ist Ja, viel, ja, oder? ja. Und du kannst dir die Zeitpunkte nicht selber auswählen. Ja. Weißt, ich verstehe schon, dass das eine zusätzliche Challenge ist, weil normalerweise tut man den Jobwechsel ja selber entweder initiieren oder ein bisschen mitbestimmen. Hoffentlich. Ja, Wenn er also in dem Kind Sinne hast du das auch mitbestimmt, aber es hat zeitlich nicht gepasst. Ja, ich bin wahrscheinlich beim anderen Job gerade auf einem Höch gewesen, also jetzt rein so sozialtechnisch, also Ja. mit dem Team, dass ich dachte, nein, jetzt wechseln, es ist doch jetzt mal gut. Aber was würdest du jetzt der Flavia, der damaligen Flavia von, weiß nicht, Ja. wann ist das gewesen? August? Ja. August. Was Ja. würdest du dir jetzt heute sagen? der Chill. Spruch, der Spruch? Immer noch? Ja, weil, Also ist es mittlerweile ist es ja nicht mehr neu, ja, ist es auch nicht mehr hart. nein. Gut. Es ist so, und auch ich habe wieder, weißt, ich tue halt auch die Leute schnell schubladisieren und manchmal von einer Person, die ich gedacht habe, von der habe ich ein bisschen Angst, einfach so ein bisschen, genau, was ich sonst, also Respekt habe ich immer vor den Leuten, im Positiven, aber ich kenne es nicht so, dass mich eine Person einschüchtert, das kenne ich nicht so fest. Niemand kann Flavia einschüchtern. Nein, so, also beim Ja, Arbeiten. Du bist eigentlich so du hast das Gefühl, du kannst jede Nuss knacken. Oder? Oder du meinst nicht so? Ja, oder dass ich mich nicht so schnell von anderen, ich weiß auch nicht. Ja, einschüchtern. Ja, und also jetzt, weißt du, ganz anders. Und da darf ich mich manchmal nicht so verharren drauf, dass ich die Person so abstempele. Ja. So, die ist so, sondern nein. Jede Person hat mal einen guten, einen schlechten Tag. Du ja auch. Ich auch. Dann kommt... Wo du neu angefangen hast, hat man sich wahrscheinlich gedacht, ui, du, die ist aber gerade ein bisschen da eine Einsiedlerin. Ja, aber das habe ich dann auch. Das Ja. hat mich auch irgendwie genervt. Weil ich so, Mann, wenn ihr wüsstet, wenn ich vorher im Team war. Ja, das habe ich direkt gesagt. Aber ja. Weißt du, von außen wahrscheinlich habe ich das vor allem wahrgenommen. Ich habe das Gefühl, die anderen, also meine Das wäre jetzt spannend zu wissen. Also ja. meine Chefin hat schon gesagt, sie merken, dass ich aufblühe, weil ich jetzt halt also jetzt schon länger, halt auch während dem Arbeiten Jokes mache und das, was ich vorher nicht gemacht habe. Aber Ja, das ist doch eine schöne Entwicklung. Genau, ja. Und schlussendlich, ja, Menschen brauchen halt einfach Zeit. Mein Gott, manchmal muss man Ja. sich halt einfach an etwas zuerst gewöhnen und das geht nicht von heute auf morgen und dann nicht von heute Und auf man nächste braucht ein Woche. bisschen Geduld. Ja, Voll. Geduld mit sich selber. Ja, Sind das alle deine Shits gewesen? nein, 2, jetzt noch einer. Der leitet dann über zum Schein endlich. Nach Super. einem halben Stündchen. Und zwar habe ich das ja schon wieder einen Heartbreak erlebt. Ja. Ja, ich habe einfach gemerkt, dass ich mein Herz sehr, sehr schnell kann öffnen kann. Und das kann natürlich dann auch sehr, sehr schnell verletzt werden. Ja. Was ich immer noch super finde, dass es... Also, ich bin immer noch froh, dass ich so schnell kann mich verlieben und so. Aber ja, so ein Heartbreak ist schon energiezerrend. Und hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das Jahr noch erlebe. Nach meinem im Frühling Heartbreak, aber das ist jetzt eben ein anderer Heartbreak, weil es ist eigentlich gut. Ich komme nach dem Schein zu dem. Es ist eigentlich gut, aber man hat gemerkt, es passt nicht. Aber es ist trotzdem ein Also sie sind ihm gut auseinander. voll. Vielleicht kann ich, weißt du, was ich tue? Also, genau, Schein holst und Shit schnell zusammen. Ja. Weil der Schein ist, mein Schein ist dafür, es widerspricht sich so, mein Schein ist, dass ich mich wieder verliebt habe dieses Jahr. Weil, also das Gefühl von verliebt sein. Dass du das Jahr wieder gehabt hast, nachdem du dich getrennt hast, auch das Jahr. Genau. Ja. Und das ist einfach, ja, also ich habe einen Typ 3 Monate kennengelernt, datet, quasi eine Beziehung geführt, aber halt nicht definiert. Aber weißt du, so im Nachhinein, wenn man jetzt zurückschaut, wir haben so viel zusammen gemacht. Ich bin im Fall nicht mehr so sicher, wer du meinst. Also, Aber eigentlich ist es gar nicht nein, so wichtig. Es ist der, den ich länger getroffen habe. Erst gerade. Ah, okay. Ja, Okay. ich habe einen anderen Typ auch noch kennengelernt, aber das war nicht so ein verliebt wie da. Okay, Aber ich okay, bin zweimal verliebt gewesen.
Sorry, ich wollte dich jetzt gar nicht zu alles etwas drängen. Nein, aber nur weil ich so bin. Nein, hast du auch nicht. Ich weiss gar nicht, von wem wir das haben. Aber ja, aber es kommt ja nicht darauf an, es geht um das Gefühl von dir. Genau. Und mein Schein ist aber dort, trotz dem Heartbreak jetzt, wir haben eben beide gemerkt, dass es nicht matcht für eine langfristige Beziehung. Aber wir sind nicht im Negativen auseinander. Und mein Schein ist so, also es ist aber jetzt gerade gestern ein Schein passiert. Weil wir haben das eigentlich beschlossen gehabt. Ich bin gespannt, Leute, das weiß ich auch noch nicht. Ich habe es extra nicht gesagt. Also wir haben noch gesagt, wir sehen uns noch, bevor ich reisen gehe. Weil, Achtung, wenn ihr das hört, ist die Frau schon in Nicaragua? Nein, Panama. Ich weiß nicht, was du in Nicaragua hast. Ja, aber Panama, einfach dort hin. Genau. Ja. Ich habe gesagt, ich sehe euch noch, bevor du gehst reisen. Genau. Und nachher haben wir eigentlich gesagt, ja, einfach am Abend. Und nachher hat er den Vorschlag gebracht, hey. Aber ihr habt das dort schon beschlossen, dass ihr... Ja. Wir haben dort schon, wo wir das bestimmt haben, quasi, hey, für uns ist das beide nicht weiter. Haben wir abgemacht, für was gestern war? Nein, dort noch nicht, aber einfach abgemacht, dass wir uns wieder sehen. Und nachher ist er mit einem Vorschlag gekommen, so, hey, du hast doch mal gesagt, dass du mal würdest erleben, wie wir zwei zusammen im Club sind. Also weißt, ich habe einfach das mal gesagt, ich würde spannend finden, wie wir tanzen oder die Situation. Und nachher hat er vorgeschlagen, hey, schau, dann und dann, also gestern ist eine Party in Zürich, wenn wir das noch zusammen erleben. Und... wie dieser Romantik. Ja! Ich war so. Erstens, du so, ja, ich will. Ich zuerst mal, aha, habe ich das gesagt? Hure aufmerksam. Ja, das weiss ich sogar, dass du das gesagt hast. Das hast du mir auch gesagt. Du hast das ganz fest gesagt. Ui, krass. Ja. Das weiss ich im Fall nicht mehr so, dass ich dir das gesagt habe. Ich quote Flavia. Ich würde so gerne wissen, weißt, wie er und ich würden tanzen zusammen im Club. Ich glaube, das wäre so gut. Ja. Aber wirklich so, Leute. Ich glaube, das wäre so gut. Ja, jetzt stopp. Okay, ja. Und nachher, haben wir das gemacht. Spannend, geil. Das Zweite in den Club. Ja. Und wir haben beide, weißt du... aber macht das dann nicht noch trauriger? Nein, im Fall... Das ist so der süße Schmerz, he? Ja. Es ist so, ich kann mich eben gut amix so... Es tut weh, aber es tut gut weh, so wie eine Massage. Ja. Pain. Pain! Ja, Insider. Ja, stimmt, Insider, wenn ihr es nicht kennt. Aber es ist so, ich kann es glaube gut separieren. Weißt? Ich kann dann gut in meinem Kopf so, nein, Flavia, du weißt, wieso. Okay. Und von ihm aus ist es ja aber sehr auch. rational. Ja. Mega rational von dir in dem Moment. Dass Ja. du kannst wie so sagen, genießt das jetzt noch, aber nein, eigentlich nein. Ja. Und wir sind dann halt auch beide locker, weil wir beide gesagt wir wissen beide, wo wir stehen. Ja, Was das ist haben echt schön. Was haben wir jetzt noch zu verlieren? Wir können doch jetzt einfach das noch Geniessen. erleben. Mein filmreife Hirn ist wieder Boah, ich will so brüllend heimgehen, glaube ich. brüllend heimgehen. Ja. Wieso? Weil ich weiss nicht, ob ich das doch nicht gut trennen könnte. Ich wäre so, das ist ja doch so schön gewesen, warum geht das nicht? Ja. Ich weiss nicht. Bist du dann weiss gehst du nicht. dann einfach zufrieden heim? Also es war gestern so gewesen. Vielleicht wäre es Aber nein, das ist ja schön. Also weißt du, das ist super. Super. Ja. Finde ich gut. Note 6. Danke. Das ist gut, wie du es machst, Flavia. Okay. Dann ein Highlight, das ich schon mal erzählt habe, meine Lofotenferien. Solo-Trip. Einfach Slay. Geht seit 2 Wochen zelten in Norwegen. Ganz allein. Ja. Macht das mal. Macht es Flavia mal nach. Ja, machen es im Sommer, eben, weil es ist immer hell. Also ihr müsst dann keine Angst haben. Also ich habe eher Angst, wenn es dunkel wird. Darum, das war sicher vorteilhaft, weil allein im Zelt eben... Nein, und einfach so, ich habe gemerkt, ich bin so gerne allein. Ich bin so gerne allein. Also ja, nach 2 Wochen bin ich dann auch irgendwann froh gewesen. Aber das ist so ein schönes Gefühl, wenn man realisiert, so, ach, man kann einfach allein sein. Ja. Ja. Ich glaube, du bist ja auch... Ich bin auch gerne allein, aber ich bin zu wenig allein. Ja. Dann
Vorsatz für 20. Nee, allein sein, nee, mich Ich bin wegsperren. gerne allein, aber ich bin zu wenig allein. Ja, ist so. Ja. Also, weißt du, ich glaube, ich müsste es allein sein noch ein bisschen mehr gerne bekommen, weil ich müsste mich wie daran gewöhnen, so wieder so. Ja, Ich weiss nicht, also zum Beispiel, ich wüsste jetzt nicht, ob ich 2 Wochen campen allein. Ich glaube, das könnte ich nicht, ganz ehrlich. Ja, ich habe halt wie, weißt du, als ich mit dem Velo unterwegs bin, habe ich die Beschäftigung gehabt. Ja. Das Zelt aufstellen ist eine Beschäftigung. Ja. Lesen. Oh, Ja. lesen, Nein, in einen das Kaffee ist sitzen. geil, ja. Lesen, in einen Kaffee sitzen, Ja, das dann ist echt ins Meer geil. baden, sünneln und dann ist der Tag schon wieder fast vorbei. Wow, keine WhatsApps, keine Mails, kein... Also doch, ich habe dann schon mal WhatsApp ab. Ja, aber so einfach so kein Laptop schleppen, keinen Zug verpassen. Ja, das klingt eigentlich voll gut. Ja, ja. Nächstes Jahr weiss ich nicht, ob ich Zeit habe zum Campen. Aber wer weiß? Vielleicht gehe ich allein irgendwo. Ja, das machst du eh. Das hast du im Herbst mal gesagt. Nein, ich kann ein bisschen... Also jetzt gehe ich zuerst mal allein auf Amstel. Ja, ja. Zählt das? Ja. Zählt das? Oh, ich bin so gespannt. Ja, ich auch. Also, und jetzt noch schnell der andere Schein und dann kannst du mit deinen Scheins rausballern. Ich war Backstage bei Max Giesinger. Stimmt! Warte, wie hast du mir das erzählt? Ich weiss nicht. Warte, ich lade ich lade den Ball bei dir. Nachher Du ein bisschen Bälle rühren. Genau. Okay. Also warte schnell. Wie ist das zustande gekommen? Da, Also, erster ich Ball. hatte ein Interview mit ihm. Dort haben wir, also über seine neue Single und so. Beim Er war da im Radio. Ja. Da, er ist dort gestanden, wo Da. du stehst. Hat die das Mikrofon gekriegt? Ja! Oh mein Gott. Ich weiß meine Hände nie mehr. Er hat die Kopfhörer auf seine Ohren Ja. Nein. Der Peach aber auch. Oh. Der Peachweber auch. Auf jeden Fall. Ja, hast du auch interviewt das Jahr? Ja. Wieso? Ja, nein. Also ja, ich Also habe ja. sehr viel Ja, über der den Max Max Giesinger. Giesinger interviewt. Und da sind wir irgendwie auf Stadt-Land-Fluss-Spiel gekommen, weil ich irgendwie gefragt habe, was ist ein gutes Gesellschaftsspiel. Und in dem Aspekt können wir jetzt schnell einen Ton einspielen von dieser Szene. Was ist das beste Gesellschaftsspiel? Ich brauche Risiko. Risiko. Risiko und für mich der Dauerburner, weil ich da auch sehr gut bin, Stadt-Land-Fluss. Bin ich fast ungeschlagen. Das liebe ich auch. Ja. Dann müssen wir mal spielen. Und für den Schweizer Fluss? Die Aargau. Nein, Aargau ist ein Kanton. Dann, ja, warte mal, ja klar, was fließt Aare. Achso, Aare heißt die. Aare heißt die. Ey, aber krass, du hast mich echt kalt erwischt. Ja, ein Berg. Ein Berg, ja, hier, warte mal, jetzt hör mal auf hier. Hier ganz klar, ey. Ich wäre in Nein. Deutschland auch aufgeschmissen. Nee, Deutschland Die Zugspitze, aber oh. in Schweiz. Ey, du aber darfst ich habe gedacht, du googelst. Wonderphone? Ist das hier? Wo- Salsa Alm? Wie heißen denn die Berge hier? Ja, das Mont Jungfrau Blanc, Joch. Das ist Frankreich. Jungfrau Joch. Eiger, Mönch. Matterhorn. Matterhorn. Ja, ich hätte jetzt aber tatsächlich auch nur Matterhorn gewusst. Okay, noch eine Stadt, aber nicht Zürich. Erzähle ich bin der Beste in Stadtland Fluss und krieg Genf, Bern, Luzern. Super. Und wenn wir Städte bin jetzt ich gut. bei S sind, eine Stadt noch mit S? Warte mal, Solotouren. Gut. Super. Gut. Ja, Gebirge ist nicht so stark. Ja. Sag du mal eins in Österreich. Ein Gebirge. Ja. Oder ein Berg. Du hast mir die geschickt und gesagt, darf ich sagen? Ja. Du so, ich weiß nicht mehr genau, was du gesagt hast, aber du bist so gewesen. Ich glaube. Oh nein, sag's nicht. Okay. Nein. Okay, ich sag's Nein, nicht. Ich sag's sorry. nicht. Ich sag's nicht. Tja, sorry, ich sag's nicht. Flavia hat auch ihre Grenzen. Sender, sie hat auch Grenzen. Ja, das ist vielleicht jetzt gerade gut, das lassen wir auch drin. Dann wissen die Leute, Flavia hat auch ihre Grenzen. Ja. Auf jeden Fall ist ein gutes Interview. Aber nur du weißt schon, wir haben es jetzt eingeblendet. Die Leute können interpretieren. Aha, ja. Okay. Ja. Das ist auch easy. Also gut, der Ball ist immer noch bei dir. Danke. Sorry. Und nachher haben wir wie, auf Insta habe ich ihm als Spass auf die Story dann auch irgendwie nochmal eine Stadt-Land-Fluss-Frage gefragt. Und nachher ist es so ein Game geworden. Dann hat er mal wieder etwas Ja, in den DMs. in den DMs. So, aber ich weiß nicht, wie regelmäßig. Einfach ab und zu. Und irgendwann hat er gesagt, ob ich an ein Konzert kommen will, weil er ist in der Schweiz. Und dann ich so, hey, ja, sehr cool, darf ich meine WG-Kolleginnen mitnehmen? Und er so, ja, sicher. Gut, die WG-Kollegin
Bam, ausflippen, gell? Wir... Max Giesinger hat dich gefragt, ob du alles Konzert willst. Und also nein, das sie auch... Sie hat eben mitgekommen. Ja, die eine war schon an einem Konzert und so vor 8 Jahren, weißt du? So. Also es ist mir... Ich bin jetzt kein Fangirl, ich habe ihn einfach mega sympathisch gefunden. Ja. Und nachher gut, dann sind wir auf dieser Gästeliste, sind wir dort vor Ort und dann sind wir so draussen und sagen so zu viert im Kreis, wir sind heute keine Fangirls. Wir sind keine Groupies. Keine Groupies. Nein, wir sind jetzt einfach cool lässig. Jetzt sagen wir, dass wir auf der Gästeliste sind. Und nicht weißt du? Ja, nicht Aber wir sind so eigentlich gewesen, oder? Wir sind so gewesen, Ja, Pokerface. Heute zusammen. Ja, und dann sind wir dort angekommen, so, ja, Gästelisten. Und er so, okay, muss schon jemandem anrufen. Dann hat er dem angerufen, dann ist ein Dude runtergekommen. Und nachher er so, bist du Flavia? Und dann ich so, ja. Ja, die gut, ihr könnt rein. Und ich, weißt du, mir so... Wir sind einfach die Einzigen auf der Gästeliste gewesen. Ja, stimmt, ja. Und nachher sind wir halt zu dem Konzert, super gewesen. Aber nachher war es wie so gewesen, und jetzt? Und jetzt? Also, dann ist das Konzert so fertig gewesen. Wir so, ja, also, fuck, was... Und genau in dem Moment hat er dann noch auf Insta noch mal geschrieben, so, hey, er kann uns in 10 Minuten ins Backstage holen, dann können wir noch ein bisschen schwätzen im Backstage. Und ihr alle so, ja! Und schreiben, ja. Ok. Och, easy, wir warten. Daumen rauf. Ja. Und nachher schickt er ein Foto von einem von seinen Teammitgliedern und so. Der Typ holt euch jetzt dann. Nachher ich so easy, ich habe geschrieben, ich habe orange Hoden an. Also das er von unter allen Groupies erkennt, wer er muss abholen. Ja, es war eben nachher so eine Reihe zum Backstage von Fans, die unbedingt mit dem noch ein Foto oder so machen, oder? Und nachher kommt er uns abholen und wir zu viert an denen alle vorbei. Talalala. Und ich auch. Die haben sich so gedacht, die Bitches, wer sind die? Was haben die gemacht? Ja, und wir, weißt wir auch so ein bisschen, eigentlich wären wir so gewesen, ich habe die anderen gar nicht traut anschauen, weißt. Also deine Wege, die anderen, die es nicht haben dürfen, ins Backstage kommen. Ja. Nein, und nachher ist im Fall, wir sind dort hinten eine Stunde gewesen, haben mit dem Max Giesinger gequatscht. Ja, und seinem, was ist so ein Techniker. Ja, sind eine Crew. Oder? Ja, es war jetzt nicht eine grosse Crew, es waren das dritte. Was? Also, ja, einer, der den Sound gemacht hat, einer... Das dritte, das Konzert gerockt? Ja, so er ist allein auf... Es ist wie ein bisschen akustisch. Es ist jetzt nicht ein Hallenstadion-Konzert gewesen. Es ist so recht privat. Okay. So ein bisschen im kleineren Rahmen. In einem Casino war das gewesen. Ja, und dann haben wir dort hinten, weißt, und ich bin auch so stolz auf meine Wegenkolleginnen, weil es ist so natürlich gewesen. Sie sind so gut Schauspielerin. Nein. Ja, aber nein, weißt du auch, so gut downplayed. Ja. Also einfach cool, so gut cool geblieben. So. Ja, und sich selber auch zu einem gewissen Grad. Weißt du, man hat schon ein bisschen Nervosität am Anfang angemerkt. Ja, ich auch. Ja, normal. Also, weißt, so, ja. Ist ja wie so eine Situation, die du jetzt nicht eben alltäglich erlebst. Und eine Situation, wo du wie weisst, am besten verstelle ich mich jetzt nicht zu fest. Ja. Aber weil du nervös bist, wirst du vielleicht automatisch ein bisschen... Ja, und dann bist du so, fuck, merkst du jetzt, dass ich... Ja. Genau. Ja. Aber nein, so war es nachher nicht gewesen. Und dann haben wir uns Tschüss gesagt, sind raus und wir, weißt du, das vierte sind so dort rausgestanden und dann die eine Wegenkollegin so, ich habe keine Bucketlist, aber ich schreibe jetzt eine, dass ich das abkreuzeln kann. Bucketlist, Max Giesinger treffen, check! Ja, oder einmal im Backstage, check! Ja, das ist ein Highlight. So cool. Ja, das glaube ich. Ja. Sind das deine Highlights jetzt schon gewesen? Nein. Ja, doch. Ich habe wie den, weißt, vom Shit über zum Schein ist es mir aufgegangen. Stimmt. Das war ja so ein bisschen 2 in 1 gewesen. Deine Shines kannst du. Also, etwas, wo mir in den Sinn kam, ist, wo ich so war, das sage ich definitiv, ist die Fußball-EM in der Schweiz gewesen. Mein Gott, ist das ein geiler Fußballsommer gewesen. Wirklich, ich habe es geliebt mit jeder Zelle von meinem Körper, dass in Zürich überall fast jeden Tag oder einfach ständig sind Public Viewings gewesen. Du hast Leute auf der Straße gesehen mit Trikot rumlaufen. Ich habe mich in all diese Spielerinnenprofils reingegoogelt und reingefuchst, geschaut, wer wo spielt, bla bla bla. Einfach so ein bisschen das Mitfiebern, können tippen, mit Leuten reden und so sein. Die ist ja mega gut. So, wo ist die? Und einfach so das neue Entdecken von dem
Frauenfußball-Universum, ich habe das so geliebt. Und auch, wirklich, ich habe alles gemacht, was man irgendwie hätte können. Das Frauenfußball-Magazin abonniert, mir ein Trikot gekauft, wo extra für die Fußball-EM jetzt sowieso aufgekommen sind, wo verschiedene Organisationen unterstützen mit dem Erlös von diesen Trikots, wo wiederum Frauenfußball zugute kommt. Ich habe mit meinen Kollegen, ich habe die alle zusammen trommelt, dass wir Spiele schauen ins Stadion. Und das hat einfach so viel Spass gemacht. Die Stimmung war ausnahmslos immer mega gut gewesen. Und von mir aus könnte ja jeder Sommer so sein, weißt? Ich liebe Fußball. Und das habe ich gedacht, das ist einfach so cool. Und das kommt ja auch nicht, eben, das ist ja, die Länder werden ausgelost, wo das die EMs, WMs, wo die Turniere alle stattfinden. Und dass ich wieder erleben, dass eine Frauenfußball-EM in der Schweiz stattgefunden hat, das habe ich so toll gefunden, wirklich. Ja, ich weiss noch, du bist dort schon voll dabei gewesen. Ja. Yes. Und ich bin so richtig so in dieser Energy gewesen, so ich will auch andere damit anstecken. Ja. Ich habe das auch auf Insta und so ein bisschen Content dazu gemacht. Ich habe eine Google Maps Liste erstellt mit allen Public Viewing Spots aus Zürich, also fairerweise Tagi und so, haben das postet einfach als Artikel. Ja. Ich dachte, als Artikel kann ich besser. Nicht viel. Leute, wir brauchen eine Google Liste. Google Maps. Also habe ich das erstellt, auf Insta postet, zack. Und also keine Ahnung, wie viel Einfluss ich jetzt da damit hatte. Aber einfach so, ich habe wie etwas gehabt. Ja, also man hat dir angemerkt, dass du deine Freude, alter Zürcher Slang, Freude willst teilen. Ich habe gerade gedacht, was ist falsch mit Freude? Nein. Freude, alte. Freude. Nein, aber ich habe dir auch angemerkt, wie du das spreadest. Ja. Und aber ich bin nicht so on fire wie du, aber du hast mich auch ein bisschen angesteckt. Also ich bin zwar aber nie etwas live schauen oder so. Also live, hast du nie ein Public Viewing geschaut diesen Sommer? Ich habe einen Match in der Lofoten geschaut. Ist er dort gewesen? Ja, im Juli. Im Juli in der Lofoten habe ich einen Match, also im Zelt allein geschaut. Ja. Also das habe ich gemacht. Hey, ja, das ist ja schon mal etwas. Ja. Und einfach, weißt du, dass wieso, ich habe das Gefühl, ich habe nicht nur das Gefühl, ich weiss, dass es so ist, dass diesjährige Fußball-EM, die hat einen nachhaltigen Effekt gehabt auf die ganze Frauenfußballszene. Also weißt du, so, die Frauen-Nazi hat sich so fest etabliert, dass sie jetzt Talkabout ist und geblieben ist. Ja. Und ja, ich kenne Spielerin, weißt du, ja. Also im Sport ist immer halt mega männerlastig gerade. Aber ich sagen, es ist noch lange nicht auf dem Status von der Nazi, Männer-Nazi, wollte man anhängen. Ja. Aber ja, Step by Step. Es kann ja nicht gerade so. Die Änderungen. Und es hat, weißt, eben es geht ja auch einfach so ein bisschen um Veränderungen im System, beim Schweizer Fußballverband müssen Sachen vielleicht ein bisschen modernisiert werden und so. Und all das ist jetzt so ein bisschen ins Rollen gekommen, was mich mega fest freut. Weil schlussendlich ist das für mich, und das ist glaube ich auch Mitgrund, warum dass ich so verbrannt habe dafür, ist das für mich einfach ein feministisches Thema. Weißt? Gleichberechtigung von Sportlerinnen oder einfach Women in Male Fields. Ich finde das so toll, wenn sich da etwas tut und bin dann gern up to date und eben stecke andere damit an oder wie auch immer. Und ja, eben am Schluss Sport allgemein, aber ich finde eben auch Fußball ist mega etwas Verbindendes. Sowieso. Heute brauchen wir das alle. Wir brauchen alle ein bisschen mehr Community, ein bisschen mehr zusammen sein. Schöner Schein. Das ist ein grosser Schein. Und etwas anderes hat auch mit Sport zu tun. Ich habe nämlich keine Lust, irgendwie etwas Berufliches zu sagen, weil ich finde, komm, Challenge. Einfach nicht beruflich sagen. Ja. Ist so, dass ich Cycling für mich entdeckt habe. Ja, ich bin mit dem Trend. Ich bin auf den Zug aufgesprungen, ich bin mitgeschwommen. Cycling Cycling auf der Straße oder Spinning? Also, wenn ich Cycling sage, meine ich so ein bisschen beides. Okay. Aber ich weiss nicht, ich weiss, dass du beides machst. Eben. Ja, in Massen. Also ich bin ja letzte Woche schon wieder hochgenommen worden von meinem Freund und unserem Kollegen, wo beide so, die sind krasse Cycler im Sinne von lange Strecken, viele Kilometer, viele Höhenmeter. Das mache ich nicht mit. Aber gleich, ich habe Spass daran. Und es ist wie so, ich mache es nicht, weil ich mich durch den Lifestyle definieren will, sondern es macht mir Spass, unterwegs zu sein. Ich habe gerne Fahrtwind. Ich kann mich sagen... Ja, das sind so die Gründe, warum ich gerne Velo fahre. Ich nehme einen Ferrari. Ich habe gerne schöne Aussichten. Ja. Und mit dem Cycling verbinde ich das alles. So, wenn ich nicht will gümmeln und weißt, so da mich in den Pass aufbrügeln, muss ich auch nicht. Ich finde es geil, dass du Cycling sagst, also einfach Rennvelo fahren. Ja, ich bin halt nicht so Zürich-Girlie, dass ich Cycling sage. Aber nein. Nein, darum, dass ich das für mich entdeckt habe, freut mich sehr. Ja, weil du bist ja schon auch ein bisschen auf Hobbysuche gewesen.
Ja. Ja, das stimmt. Ja. Bin ich? Ja. Ja, du hast mal gesagt, komm Mann, Ja, ich kann stimmt. Also weißt du, jetzt kannst du ja Das ist sagen. echt lustig, wie schnell man das wieder vergisst. Das stimmt. Ich habe so nach einem Hobby gesucht. Ja. Eben. Und ich finde, man muss ja auch immer, es langt ja, wie immer, wenn man für sich selber definiert, was jetzt einem sein Hobby ist. Ja. Eben, andere würden denken, du fährst so selten, das ist, würde ich jetzt nicht dein Hobby nennen. Und ich so, mal, ich schon. Ja. Ich Ja. finde schon. Mir Ja. macht das Spaß. Gut. Und sonst habe ich noch ein klassischeres Highlight. Und zwar habe ich das Jahr mega schöne Ferien wieder mal gemacht mit meiner Familie. Mhm. Und das nimmt auch so ein bisschen Bezug auf unsere Folge, wo wir über das Erwachsenwerden geredet Ja. haben. Mhm. Ferien mit den Eltern, das finde ich ist genau so etwas, wo man einfach irgendwann zum letzten Mal gemacht hat und man weiß dann nicht, dass es Ja. das letzte Mal war. Ja. Oder? Das ist wie Mhm. irgendwie das eine Lied gesungen mit den Eltern, das eine Spiel gespielt mit den Eltern. Mhm. Irgendwann machst du das zum letzten Mal und du realisierst gerade gar nicht, dass es das letzte Mal war. Mhm. Und jetzt sind ein paar Jahre dazwischen gewesen, wo ich das Jahr einfach schon mit Ferien verplant hatte, mit Kollegen, mit meinem Freund und so. Mhm. Mhm. Und meine Eltern sind so gewesen, das war es in dem Fall. Weil sie haben dann in dem Jahr haben sie meinem Bruder und mir gesagt, es ist schön, dass ihr mitkommen und dass wir das 4. machen und so. Ich habe mir gedacht, hey, logisch komme ich mit. Ja. Also weißt du, so, hast du in dem Fall schon abgestempelt gehabt, dass so wir Ja. jetzt erwachsen sind, das war's? Weil Oder dass das ich nicht. nicht. In Frage kommt. Ja, ich nicht. Ja. Und eben jetzt logisch, die USA-Ferien, wir haben es ja auch im Podcast davon gehabt, da habe ich nicht viel mitfinanziert damit. Aber das muss auch nicht immer so sein, finde ich. Ich mache sehr gerne Ferien mit meinen Eltern, mit meiner Familie und zahle dann zukünftig auch meinen Part. Aber mehr so, also dann müssen es halt auch Ferien sein, die ich mir leisten kann. Aber einfach so, zum sagen, Ich sehe so, Jenny ist irgendwie in so einem schäbigen Airbnb und die Eltern sind so ein 5-Sterne-Resort. So, ja, du hast gesagt, du willst zahlen. ja. Nein, aber ich sehe es. Weißt du, was ich meine? Und ich habe das ja wie so gefunden, ja, es hängt vielleicht auch ein bisschen zusammen mit dem ersten Schritt, den ich gesagt habe. Es ist doch einfach schön, dass ich Zeit mit meinen Eltern kann verbringen kann und dass ich das jetzt das Jahr mal wieder gemacht habe, Ferien mit meinen Eltern. Es wird schon. Es wird halt auch Auch das halt muss, schwieriger, weil Ja, sicher. verplant, im Alter wirst du halt... verplanter und Ja, du hast auch nicht mehr in der Schulzeit hast 13 Wochen Ferien im Jahr. Logisch kannst du Ja. jedes Jahr mit deinen Eltern in die Ferien. Ja, aber im Erwachsenenalter ich weiss noch, 4 Wochen halt. Wir haben das mal geschafft, letztes Jahr sogar noch mit meiner Schwester und ihrem Sohn, also meinem Götti-Bub. Dort war es noch ein Kind gewesen. Und ich meine, das haben wir geplant im Oktober für den Sommer, oder? Eben, ja. Und Stand jetzt bin ich auch noch nicht, ich weiß doch auch nicht, was ich dann mache, genau. Nächstes Weißt- Jahr im Sommer. Und wenn so, also eigentlich müsstest du jetzt als Familie vielleicht überlegen, je nach Größe, so, okay, wenn wir in 2 Jahren, Ja. weißt du, so, Eben, ja. Das nimmt pure so Spontanität und Freiheit weg. ja. Aber andererseits ist es ja dann, gibt es einem ja dann auch viel. Oder ist es auch wertvoll? Ja, ich habe jetzt auch gerade wieder Lust. Ah, Ja. Mann. Du musst halt vielleicht Aber ich initiieren. müsste ein eigenes Zimmer haben, glaube ich. Ja. Ich habe Weil- das Zimmer immer mit meinem Bruder geteilt. Ist auf 2 Wochen auch Ja. hart Ja. geworden. Nein. Ja, ja, und bei Nein. mir auch. Also wenn es jetzt so mit der Schwester ist und mit dem Kind. Hm. Ich bin jetzt bewusst in diesen Familienferien nicht im gleichen Haus gewesen, sondern in einem anderen Bungalow mit meinem dort Ja. noch Freund, weil, Das Jahr hast du auch Ferien gemacht? Nein, Nein. letztes Jahr hast du gesagt. genau, Ja. weißt du, so, weil Ja. nachher 2 Wochen mit diesen Kindern sein, dann ist es für mich auch keine Ferien Mhm. mehr. Also weißt Ja. du, was ich meine? Ja, ist halt Ja, so, Stand jetzt. ja, Ich ich kann es muss mir so- einfach vorstellen. Aber honestly. desto mehr Leute, desto mehr Bedürfnisse. Ist so. Und Desto schwieriger, um die alle vereinen. ja, Gute Kommunikation, sage ich dann nur. wer hat denn euch Amerika-Ferien organisiert? Weil ihr sind ja umgereist. Weil unsere Fam, die bleibt Weißt du, einfach wer in hat dem die organisiert? Hotel. Weißt du, das Beste? Ja. Das meiste davon hat der Luca recherchiert. Nein! Und ist Nein. nicht mitgekommen. Also nein, Entschuldigung. Also wir haben wie sagt man? Ferienbüro? Nein. Ein Reisebüro. Ein Reisebüro hat einen Plan gemacht. Ah, okay. Und wir haben dann gefunden, ich habe das gesehen und gefunden, das Nein. geht noch besser. ja. Und dann Denkt habe ich, mit Jenny immer. Pinterest, dann habe ich mit ChatGPT und mit dem Luca, er ist Ja. mein nicht persönlicher Assistent, das ehrt ihn nicht genug, aber einfach so, wenn ich Hilfe brauche, ich gehe zum Luca und der weiss bestens Bescheid. Dann haben wir zusammen in unseren gemeinsamen Ferien im Juni, wir sind in Bologna auf dem Bett gehockt, Der 1,5 Luca Stunden organisiert vor hat. der Nacht. Vor unserer Reservierung wir so beide den Laptop aufgeklappt, er vor allem, ich musste noch mich parat machen. Ja. Und dann hat er so wirklich den besten Plan, die beste Route, zack, Ja. 14-tägig, da, zack, da Hotels, da könnt ihr das Nacht, das hat er so eine Liste rausgeballert, ich so, Alter. wow. Und dann hat mein Papi all die Hotels, die der Luca recherchiert hat, am Reisebüro geschickt, aber die sollen das buchen. Und das Reisebüro, gell? Ja. Hat mein Papi gesagt, Ich war empört. «Sie, gewesen.
Da haben sie dann aber mega coole und super Hotels und eine gute Route rausgesucht. Wer hat das gemacht? Und dann er natürlich so, meine Tochter dabei. Das ist also nein, ja, er ist nicht dabei gewesen. Vielleicht, weißt, ich wiederhole die Reise gerne nochmal mit dem Luca. Ja. Aber sie hat gerade in die Kamera geschaut. So. Ja. Gell, Luca, schaust du zu? Müssen wir einfach nächstes Jahr ein bisschen bügeln für das. Ja. Aber nein. Ja, sehr schön. Gibt es etwas Spezifisches, auf das du dich freust nächstes Jahr? Ja, hoffentlich in einem Kaffee wieder arbeiten. Ja. Ja. Das ist eben schon dein einer grosser Traum, gell? Ja, aber ich weiss immer, also es wird realistischer, aber es wird auch in meinem Kopf realistischer, was es eigentlich heisst. Ja. Also Gastro halt wieder. Ja. Weißt du, es ist wieder so ein fucking Pflaster wie Journalismus, wo einfach Connections. Nein, wo schwierig. Erstens scheiß Lohn und ja, es geht nicht immer um den Lohn, aber ja, es ist und also wie meinst du scheiß Pflaster brotlos? Brotloser Job und auch wieder Wochenende. Weißt, es ist halt ja, es ist halt also ja. Streng, sag ich nur. Ja, weißt, ich weiss leider nicht mehr wer, aber irgendjemand hat mir letztes Mal gesagt, ist Flavia sicher, dass sie nochmal in die Gastro will? Ich so, ja, glaube es ist sicher, glaube. Ja, weißt, ich habe schon innerlich das Gefühl, ich habe letztes Mal ein Bewerbungsgespräch bei einem Kaffee und bin schon dort wieder so gewesen, ist so ein bisschen Angst aufgekommen. Aber das ist auch wieder vielleicht, weil es ein Wechsel ist, weißt du? Ja. Die Aufregung muss sein. Aber genau. Ein bisschen stinken muss es. Ja. Und was freust du dich denn jetzt? Hast du dir etwas notiert, hä? Sie schaut auf ihre Notizen. Das haben wir besprochen. Aber nein. Ich habe einfach gewusst, ich will dich das fragen, weil ich auch etwas habe. Ja. Also ich freue mich, es ist etwas Kleines, aber es ist eben auch etwas Grosses. Und zwar freue ich mich, dieses Jahr habe ich als Highlight gelistet. Ich habe Bad Bunny Tickets ergattert. Erkämpft. Ja, wir haben es mitbekommen. Genau. Und das findet nächstes Jahr statt. Ist zwar im Juni erst. In Madrid, gell? Nein, Düsseldorf. Ah, du hast ja. Oder dort. Nein, Düsseldorf. Ja. Deutschland irgendwo, ja. Genau. Ich freue mich sehr auf das. Ist auch mein Top-Artist dieses Jahr. Und ich freue mich auch drauf. Vielleicht ist das aber auch noch dieses Jahr, dass ich eine Wohnung in Amsti finde. Weil ich weiss, Stand jetzt, ich habe noch keine. Vielleicht weisst du es jetzt. Vielleicht, bis die Folge draussen ist, habe ich eine. Ich weiss es nicht. Aber einfach, dass es zwischen jetzt und Amsti irgendwann ja noch stattfinden muss. Auf das freue ich mich. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns mal sehen. Ich würde mich auch freuen, ja. Es tönt so. Ja, es ist halt so. Ich würde mich auch freuen, wenn wir uns mal sehen nächstes Jahr. Ja, also, ja. Also ich muss mal schauen, vielleicht kannst du ja dann zwischen all deinen Nachtschichten und Wochenendschichten du blöd, jetzt hör auf. Mich mal besuchen. Kannst du wie das ja mal in einer Nacht- und Nebelaktion 8 Stunden Auto fahren. Ja, das machst du auch nie mehr, gell? Das war letztes Jahr. Das war das Jahr? Ah nein, das war letztes Jahr. Nein, Schatz, du warst letztes Jahr in Holland. Oh mein Gott. Ja, nein, ich würde dann mit dem Zug auf Amsterdam, oder? Ja. Hat einen Zug? Ja, Direktzug. Ich sehe immer am HB Amsterdam. Ich auch. Sehr geil. Da denke ich mir so, ja, das ist mein Body. Ich sehe jetzt schon das Reel, wo dann so filmst. So, Amsterdam. Und so den Anzeige filmst. Gell? Vielleicht. Doch. Weiß nicht, ja, mal schauen. Das ist gut. Gibt wahrscheinlich schon ein bisschen Amsti-Content. Aber da, mal schauen. Aber schön. Schön. Haben wir uns das Jahr... ich liebe Rückblick. Aber auch wenn es Lowlights drin hat, also Shits drin hat. Aber manchmal sind Shits eben auch irgendwie auch... Es sind ja Learnings auch. Viel ja, und eben irgendetwas Schönes hat manchmal ein Shit auch. Wow. Ja, oh mein Gott. Ich glaube, wir müssen es irgendwo eingravieren. Bevor wir da zu deep werden, würde ich sagen, machen wir noch 2 Türchen, Leute. Und dann ist der Adventskalender finito, aber gönnt euch noch mal. Ja, jetzt noch morgen und übermorgen. Und dann ist Weihnacht. Yes. Alrighty. Danke vielmals fürs Zuhören. Wenn euch das unterhalten hat, wenn euch das gefallen hat, dann gebt uns bitte unbedingt 5 Sterne. Folgt uns. Ja, das ist auch noch wichtig. Und schickt es schickt es weiter, wenn wir denken. Sind das Inspiration und dann die eure Shits und Shines mal aufschreiben. Voll. In dem Fall. Tschüss. Tschüssi.